Guten Morgen miteinander. Schön, bist du da. Vielleicht hockst du noch jemand auf dem Sofa, vielleicht bist du auch irgendwo schon im Garten und schaust dort unserem Livestream zu. Herzlich willkommen alle FEGler. Schön, sind ihr da dabei. Herzlich willkommen aber, wenn du das erste Mal da bei unserem Livestream hineinschaust. Hey, geniesse es, lerne ein bisschen hindern und bist gespannt, was nachher der Phil in der Predigt uns mitteilt. Wir haben heute Ostersonntag und Jesus ist auferstanden. Ich lese euch aus dem Johannes die ersten Verse. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Wir werden jetzt dann gerade die folgenden Verse noch hören. Das ist die Basis, warum wir Hoffnung dürfen haben. Wir dürfen Hoffnung haben, was die Zukunft wird bringen, dass unser Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Predigt von unserem Livestream-Pastor Philemon Resnick. Guten Morgen auch von meiner Seite. Oder je nachdem, wenn du schaust, guten Mittag oder guten Abend. Es ist eigentlich noch ein Privileg, Livestream-Prediger sein. Ich habe mich einmal sehr gefreut, um auch heute wieder zu predigen. Und sowieso das Osterfest. Jesus ist auferstanden. Der schönste Tag der Christenheit. Das grösste Ereignis, das wir miteinander feiern können, wo wir Hoffnung danken können, wo voller Leben und voller Energie ist. Also ich muss sagen, es ist mein Lieblingstag, wo ich predige, der Ostersonntag, der Auferstehungstag. So etwas Geniales. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir miteinander haben, weil Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, er ist lebendig. Er ist jetzt da, bei uns in dem Saal, wo wir den Livestream produzieren. Aber er ist auch lebendig jetzt, da bei dir daheim. In der Stube, in der Küche, dort, wo du bist. Weil der auferstandene Jesus, er will uns begegnen. Und gerade im Johannesevangelium, in dem Text, wo wir heute auch eintauchen miteinander, ist das so bewegend, wie das geschildert wird. Die allererste Begegnung, wo ein Mensch mit dem auferstandenen Jesus hat, an dieser Stelle, an dem Ort, ganz auf eine eindrückliche und persönliche Art und Weise. Und das ist auch mein Wunsch für dich, dass du persönlich am auferstandenen, lebendigen Jesus kannst begegnen, dort, wo du jetzt bist, heute an dem Ostersonntag. Darum lass uns miteinander beten und unser Herz auftun, dass Jesus uns begegnen kann. Es braucht auch dazu nicht besondere Heiligkeit, besondere Religiosität oder Kirchenzugehörigkeit oder irgendetwas, sondern es braucht ein offenes Herz. Und wir, die sagen, ja Jesus, begegne mir. Lass uns beten miteinander. Jesus, du bist auferstanden und du bist lebendig. Und wir sehen dich nicht, aber du bist da. Da, wo wir jetzt sind. Und danke, Jesus, dass du uns heute an dem Ort, wo wir sind, begegnen willst. Und wir bitten dich, Jesus Christus, schenk mir ein offenes Herz für das, was du mir heute sagen willst, für das, was du mir heute zeigen von dir.
für die Offenbarung, die du mir willst geben, für die Begegnung mit dir, die du willst schenken. Danke, Vater im Himmel, dass du das möglich machst, dass wir so miteinander verbunden sind. Und danke, Heiliger Geist, bist du jetzt kraftvoll da am Wirken. Amen. Ja, die Geschichte von der Maria von Magdala, wo Jesus begegnet, sehr eindrücklich. Wir haben vorher in den Text hineinhören und es ist mir auf dem Herzen, dass wir da so richtig in die Geschichte eintauchen können, dass wir der Maria heute über die Schulter schauen und quasi nicht nur Livestream erleben, jetzt heute aus der Gegenwart, sondern auch live zurückschauen. 2000 Jahre circa führen schauen, ins Altertum hinein. Und bei der Maria mal über den Rücken schauen, hey, wie hat sie das erlebt? Wie ist das dort zu und her gegangen? Wie hat sie sich gefühlt? Wie ist ihr da dabei gegangen? Die Maria von Magdala war eine Frau, die hat Jesus gekannt. Es ist nicht Maria, die Mutter von Jesus, sondern wir lesen von ihr, dass sie von Dämonen besessen war, dass sie gefangen war, gefesselt war, aber Jesus hat sie befreit. Also es ist also eine Frau, die erlebt hat, was es bedeutet, wenn Jesus frei macht von Fesseln, von Gefangenschaft. Und die Maria, wir lesen, sie ist nachher Jesus nachgefolgt. Sie ist nachher mit Jesus unterwegs. Sie hat gesagt, Jesus, ich gehe auf den Weg, wo du auch gehst. Ich gehe mit dir mit. Ich will mein Leben auf dich ausrichten, an dir orientieren. Sie hat richtig wieder Hoffnung geschöpft in ihrem Leben. Sie hat ein neues Fundament bekommen und ihr ganzes Lebenshaus hat wieder funktioniert. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns die Situation mal so richtig vor Augen führen. Wir lesen nämlich auch, wie die gleiche Maria am Karfreitag unter dem Kreuz gestanden ist und aufgeschaut hat. Und der Mann, der sie die Hoffnung, ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt hat, gesehen hat, wie sie gemartert, gefoltert wird und am Schluss gestorben ist. Stell dir mal die Situation vor, jetzt steht ihr da unter dem Kreuz und alles ist einfach weg in einem Moment. Die ganze Hoffnung, all die neuen Perspektiven, eigentlich der ganze Lebenssinn, die ganze Lebensorientierung. Wie würdest du reagieren in so einer Situation? Für sie ist das die grösste Krise, die sie jemals erlebt hat. Auch für die anderen Jünger, wo sie gesehen haben, hey, ihre Hoffnung, die sie haben, ist gestorben. Jesus hat ihnen zwar davon erzählt, aber sie haben es ja noch nicht wirklich verstanden. Und dann, nach dem Sabbat, nach dem Passafest, wo sie extra nicht mit den Toten haben in Berührung kommen, um sich nicht zu verunreinigen, sind sie am frühen Morgen, am ersten Tag der Woche zum Grab gegangen. Wir lesen verschiedene Frauen, die Maria wird da dabei sein, und dann kommen die zum Grab und wollen wenigstens noch das machen, was man macht in so einer Krise rein. Das, was man einfach kennt, was man für normal haltet, wo man sich irgendwie noch daran gewöhnt ist und sich wohlfühlt so im Ablauf. Sie wollten den Leichnam einbalsamieren, so wie man das damals gemacht hat. Und dann kommen die zu dem Grab. Und jetzt stell dir mal die Irritation vor. Der Stein ist weg und das Grab ist leer. In uns kommt da schon ein bisschen von dieser Auferstehungshoffnung vor. Das Grab ist leer. Aber für Maria in dem Moment muss das ein riesiger Schrecken gewesen sein. Hey, was ist denn da los? Jetzt wollte ich trauern. Jetzt wollte ich wenigstens noch den Jesus einbalsamieren. Und jetzt ist er weg. Was soll das Ganze? Vielleicht völlig verwirrt, irritiert. Wir lesen, wie sie sofort zu den Jüngern gerannt ist und gesagt hat, hey, kommt zum Grab. Wir haben vorher gelesen, wie sie zum Grab gestürmt sind. Der Johannes, der Jünger, der Jesus lieb hat, und der Petrus, wie sie da hingerannt sind. Fast noch das Wettrennen gemacht haben, aber auch sie haben keine Antwort gehabt. Sie haben der Maria auch nicht helfen, was da los ist, was da vor sich geht. Sie sind wieder weggegangen. Die anderen Frauen sind unterdessen wahrscheinlich auch weg gewesen. Und Maria steht da allein vor dem leeren Grab. Und dann lesen wir, wie sie dem Jesus begegnet. Eine sehr tiefe und bewegende Geschichte, wo er persönlich zu mir und zu dir heute redet. Und du magst jetzt vielleicht denken, ja gut, der Jesus ist auferstanden. Okay, das tönt ja so gut und wird da noch schön geschildert in den Evangelien, in der Bibel, aber kann das überhaupt sein? Kann das überhaupt wahr sein? Ich gehe schnell eine Zeitschrift holen. Viertelstunde.ch,
Das ist noch interessant, da hat es eine Umfrage, da haben wir eine Umfrage gemacht in der Schweizer Bevölkerung, wie viele Leute eigentlich an die Auferstehung glauben. Und es ist herausgekommen, dass im Jahr 2020 26% der Schweizer Bevölkerung glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Finde ich schön und hoffnungsvoll. Hey, fast ein Drittel von allen Leuten, die du heute begegnest irgendwo an dem Ostersonntag, wenn du mit genug Sicherheitsabstand gehst, ein Spaziergängchen machen oder wenn du aus dem Fenster schaust, die glauben daran, Jesus ist wirklich auferstanden. Das heisst aber gleichzeitig auch, dass 74% von der Schweizer Bevölkerung nicht wirklich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und irgendwie kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, dass ein Toter wieder lebendig wird. Come on, kann man das überhaupt glauben? Ist das nicht einfach eine schöne Geschichte, die man aufgeschrieben hat, die sich irgendwie zu einer Legende gebildet hat, vielleicht zu einer Mythologie? Und vielleicht gibt es auch einige, die jetzt denken, ja, ich frage mich manchmal auch, kann das wirklich sein? Kann das wirklich passieren? Hey, ihr Christen, glaubt ihr nicht irgendwie etwas völlig Unlogisches? Das geht doch gar nicht, völlig irrational. Und ich habe mir auch die Frage auch schon gestellt und es ist so interessant, was es alles für verschiedene Indizien gibt, die die Glaubwürdigkeit von der Auferstehung von Jesus untermauern und bestätigen. Es lohnt sich, dass man sich das mal überlegt und sich damit auseinandersetzt. Also ich würde sagen, die 26%, die glauben, dass Jesus auferstanden ist, jeder von denen weiß absolut, es ist etwas Irrationales. Es ist nicht etwas Logisches. Jeder weiß, dass es biologisch unmöglich ist, dass ein Toter wieder lebendig wird. Das ist etwas, das nicht geht. Sondern es ist eine Frage vom Glauben. Glaube ich, dass Gott übernatürlich in die Weltgeschehen eingreifen und dass er den Tod besiegen kann. Er, der der Schöpfer ist vom Leben, vom Universum. Es ist eine Glaubensfrage in dem Moment, wo ich muss sagen, hey, für mich absolut logisch, biologisch unmöglich, dass das Leben plötzlich wieder lebendig wird, wenn einer gestorben ist. Auferstehung, das geht nicht. Darum, es muss ein Wunder von Gott gewesen sein. Und an das glaube ich, dass Gott Wunder tut, dass Gott Kraft hat über Leben und dass Gott Jesus von den Toten auferwecken. Weil Jesus selber ist ja Gott gewesen. Man könnte sich aber auch fragen, ja, ist denn das nicht einfach konstruiert? Das ist ganz interessant. Schon ganz früh hat es verschiedene Theorien gegeben. Ja, die Jünger, die haben ja geahnt, dass der Jesus müsste auferstehen, dass etwas passiert. Vielleicht haben sie den einfach aus dem Grab rausgeholt und irgendwo anders versteckt. Und dann allen Leuten erzählt, hey, er ist im Fall lebendig geworden. Andere Theorien, so Skitod-Version gibt es, die sagt, hey, Jesus ist am Kreuz gar nicht wirklich gestorben. Wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie so eine Kreuzigung vor sich gegangen ist, dann ist das echt fast unmöglich zum Nachvollziehen. Aber die sagen, hey, der Jesus, der ist doch gar nicht wirklich tot gewesen. Man hat nur gedacht, der ist tot gewesen und hat dann ins Grab gelegt und irgendwann im Laufe der Zeit wird er halt aufgestanden und wieder rausgegangen sein oder was auch immer. Gibt es verschiedene Wissenschaftler, die sagen, das ist eine Theorie, die könnte noch so gewesen sein. Es ist aber ganz spannend, wenn man mitverfolgt und für mich eines der wichtigsten Argumente, dass die Auferstehung wirklich so passiert ist. Wenn man mitverfolgt, wie die Jünger auf das Ganze reagiert haben, was passiert ist, die Bewegung, die das ausgelöst hat. Für mich so etwas Faszinierendes. Und wenn man das nachverfolgt, das können wir ja bis heute nachverfolgen, 2000 Jahre später, so eine richtig dynamische Bewegung, die losgegangen ist, von Menschen, die sagen, hey, ich habe den Jesus erlebt. Ich bin dem Jesus begegnet. Ich vertraue ihm. Ich setze mein Leben ganz auf die Karte und sage, hey Jesus, ich folge dir nach. Und bis heute gibt es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die das spüren und erleben und sagen, ja, da ist ein Glauben entstanden und das Fundament, das gekommen ist in mein Leben, das ist natürlich nicht erklärbar. Da ist Gott wunderbar am Wirken und der Auferstehungs-Jesus, den erlebe ich heute. So eine dynamische Bewegung, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist nicht vorstellbar, dass so etwas losgehen kann aufgrund von einer konstruierten Geschichte. Vielleicht sogar von einer Lüge. Und dann noch viel deutlicher, viele Jünger sind als Märtyrer gestorben. Die haben sogar ihr Leben gelassen für die ganze Geschichte, für die ganze Bewegung, für die neue Gemeinde, die entstanden ist, für den Jesus. Und ich muss schon ehrlich sagen, wenn ich irgendeine Geschichte erfinden würde,
Ja gut, wenn sie Erfolg hat, wäre es ja schön. Aber für die dann mein Leben herzugeben, mich hinrichten zu lassen, nein, das würde ich nicht machen. Ich glaube, du auch nicht. Also es kann ja nur sein, dass sie dem lebendigen Jesus wirklich begegnet sind. Und auch wenn wir in die Geschichte heute eintauchen, es gibt so viele klare Indizien, die sagen, hey, so wie das da geschildert wird, so authentisch, wie es überliefert ist. Übrigens, das Neue Testament, wo ja eigentlich von dieser Auferstehung berichtet, das ist aus dem Altertum die mit Abstand am genauesten, am zuverlässigsten und am besten überlieferte Quelle, die man heutzutage überhaupt hat, aus dem Altertum. Es gibt keine andere Quelle, wo es so viele, so frühe Abschriften und Kopien gibt, die so genau übereinstimmen miteinander. Also auch die Zuverlässigkeit von dieser Quelle, das ist etwas, was mich absolut überzeugt. Und jetzt tauchen wir in die Geschichte ein und sehen da die interessante Begegnung. Also wenn der Johannes die Geschichte erfunden hätte und konstruiert hätte, liebe Leute, ich glaube, der hätte sich ein bisschen anders geschildert. Der wäre da reingefahren wahrscheinlich mit gewaltigen Erscheinungen und alle Leute wären dort gewesen als Zeugen. Übrigens auch ein ganz gutes Argument. Wieso ist die erste Augenzeugin von der Auferstehung von Jesus eine Frau? Ich finde das etwas sehr Schönes. Aber in der damaligen Zeit haben als Zeugen sind als Zeugen nur Männer, 2 bis 3 Männer vor dem Gericht gültig gewesen. Und sonst hat eine Aussage nicht als zuverlässig gegolten. Also, wenn der Johannes das schlau konstruiert hätte, dann hätte er mindestens 2 oder 3 Männer genommen, die Auferstehung bezeugt hätten, dass sie auch juristisch völlig verhebt. Aber der Johannes schreibt von der Maria, wo Jesus begegnet, wo die erste Augenzeugin wird und bis heute für uns von dem Ereignis als Zeugin berichtet. Das kann nur sein, weil es einfach so passiert ist. Und Johannes beschreibt, wie das zu und her gegangen ist. Und wir wollen miteinander in den Text eintauchen, die Maria, wo dem Jesus begegnet. Wir lesen weiter bei den Versen, die wir vorher schon gehört haben, bei der Anmoderation. Wir lesen im Vers 11, wenn du deine Bibel vorgeholt hast, dann darfst du sie gerne aufschlagen und auch gerade mitlesen. Und wir wollen der Maria wirklich mal über die Schulter schauen. Zurück zu dieser Situation, die Maria in der Krise und nicht einmal den Leichnam kann sie einbalsamieren. Was macht sie jetzt? Völlig irritiert, ohne Boden unter den Füßen. Und dann lesen wir da im Johannes 20, Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft. Also einfach die Situation einmal geschildert. Sie war da. Sie hat in das Grab hineingeschaut. Sie hat Tränen in den Augen gehabt. Sie hat brüllt. Sie ist nicht mehr daraus gekommen. Sie war voll in der Krise hinein. Und dann hat sie ihn einbalsamieren und nicht mehr mal das hat sie können. Und der Stein ist weg, alles voller Fragen. Niemand hat ihr die Fragen können beantworten. Nicht einmal die Jünger, der Petrus und die Johannes, die mit ihr gekommen sind. Alles war offen gewesen, aber alles war verloren gewesen. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Wo du die Hoffnung verlierst. Wo dein Lebenshaus zusammenzukrachen scheint. Vielleicht jetzt aufgrund von dieser Corona-Krise, dass du merkst, oh, ich bin plötzlich mega einsam. Was mache ich auch mit all meiner Zeit? Was soll ich machen? Mein Leben hat so keine Struktur mehr. Ich kann nicht mehr mal arbeiten gehen. Oder vielleicht genau das Gegenteil. Vielleicht hast du einen Beruf, der jetzt umso mehr gefordert ist und du fast keine Freizeit mehr hast. Oder wenn du im Gesundheitswesen schaffst und du denkst, okay, jeden Tag könnte ich mich vielleicht auch anstecken, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die die Krankheit haben. Vielleicht auch Angst, die da ist. Wie geht es weiter? Oder wenn du in der Wirtschaft tätig bist und nicht weißt, wie du deinen Leuten den Lohn zahlen kannst im nächsten Monat. Oder nicht weißt, ob überhaupt wieder Arbeit reinkommt, wie das Ganze weitergeht. Das kann ja viel Verunsicherung auslösen. Aber ich möchte dich bitten, auch noch einen Schritt weiter zu denken. Einen Schritt weiter zu denken an andere Krisen, die möglich sind im Leben. Vielleicht bist du auf Stellensuche, arbeitslos und du weißt nicht, wie du überhaupt etwas finden kannst. Vielleicht
Ist deine Krise, dass du auf deinen Partner wartest und sagst, hey Jesus, wieso schenkst du mir niemand? Wieso schenkst du mir nicht meinen Traummann, meine Traumfrau? Vielleicht ist deine Krise eine Krankheit, eine andere Not im Leben, ein Verlust, den du hast müssen erleiden. Konflikte, die Heide Familie, in der Partnerschaft, in der Ehe oder mit Leuten am Arbeitsplatz. Es gibt so vielfältige Arten von Krisen. Und ich möchte dich fragen, wo kannst du dich da mit der Maria identifizieren und stehst da mit weinenden Augen, mit Irritation, weißt nicht, was das Ganze soll. Und Maria geht, sie macht halt das, was sie kennt und steht da vor dem Grab. Aber dann geht ja die Geschichte weiter. Ich lese Vers 12 und Vers 13. Lies mit mir mit. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Boah, jetzt kommen die Engel in die Story rein. Die wissen sicher, was zu tun ist. Aber dann heißt es weiter, sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Also an der Stelle, wo ich die Geschichte gelesen habe, habe ich schon gedacht, also liebe Maria, jetzt sind da die Engel in weißen Kleidern, das heißt Engel in weiß, wörtlich. Das muss eine sehr gewaltige Erscheinung sein. Eine überraschende, eine übernatürliche. Und Maria, wieso sagst du nicht, hey Engel, komm, erklär es mir, was ist da los? Wieso sagt sie nicht so etwas? Sie ist so für ein Problem fokussiert, dass sie einfach sagt, oh, der Leichnam ist weg. Was soll ich auch noch machen? Ich hätte mir gewünscht, sie horcht so richtig auf und sagt, hey, jetzt kann eine Lösung kommen. Übrigens, ganz spannende Randnotiz. Es wird da sehr detailliert beschrieben, wo das die Engel gestanden sind. Und wenn die Maria ja alleine da war bei dem Grab, dann muss sie das nachher weiterverzählt haben. Den anderen Jüngern, denen, die das aufgeschrieben haben, schließlich am Johannes dann. Und wir können uns fragen, wieso hat Maria das überhaupt gewusst? Und es ist ganz interessant, im Johannesevangelium entdecken wir eigentlich nichts darüber, woher dass sie das gewusst hätte. Also, entweder müsste der Johannes das doch ein bisschen genauer beschrieben haben, oder der andere Schluss, der das zulässt, er hat einfach beschrieben, so wie es die Maria ihm geschildert hat, so wie sie es erzählt hat, so wie es wirklich zu und her gegangen ist, wie die Begebenheit war. Und es ist noch spannend, wenn man in die anderen Evangelien hineinschaut, Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker, dann sehen wir dort, dass Maria dabei war, wo sie Jesus ins Grab gelegt haben. Also die Maria hat gesehen, wo dass sie den Jesus angelegt haben, den toten Leichnam. Und jetzt im Johannes einfach so eine kleine Randbemerkung, so wie ein bisschen nebenbei, übrigens sind die Engel da beim Kopf und bei den Füßen gestanden und dann geht die Story weiter. Für mich ist ein klares Zeichen von der Genauigkeit und von der Zuverlässigkeit, von der Überlieferung auch von der Bibel bis heute, dass wir wirklich auf sie vertrauen können und auf die Berichte, die sie hat. Einfach so kleine Details, wo man merkt, hey, das passt voll zusammen, das passt in das ganze Bild hinein. Aber zurück zum Text, wo wir da sind. Also Maria ist jetzt da mit den Engeln im Gespräch. Und ihre grösste Sorge ist, wo ist der Leichnam? Sie ist so auf ihr Problem fokussiert, auf ihre Krise fokussiert, dass sie nur noch das sieht. Sie sieht ja die Engel gar nicht mehr richtig. Und sie sagt, hey, bring den Leichnam bitte zurück. Helfen mir irgendwie da dabei. Also helfen mir, dass mein Problem noch ein bisschen weitergeht, dass ich mich das einbalsamieren kann und traurig sein und weiterbrüllen. Und dann im Vers 14, lassen wir weiter, wie das da weitergeht. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Boah, jetzt kommt Jesus, der Auferstandene. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Okay. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Also Maria, jetzt steht da Jesus.
Und sie erkennt ihn nicht und meint, er sei der Gärtner. Also, von anderen ist er erkannt worden, der auferstandene Jesus. Manchmal auch nicht im ersten Moment, aber nach einer Weile. Und wir können uns schon fragen, was ist los mit dieser Maria? Hat sie so verbrüllte Augen, oder schaut sie gar nicht richtig an? Oder ist sie so auf den Leichnam fokussiert, egal was passiert, ob Engel kommen oder Jesus, sie will jetzt einfach den Leichnam wieder zurückhaben, sie will ihn holen und irgendwie, weiß auch nicht, sie war noch alleine gewesen. Sie hat gedacht, vielleicht hilft ja der Gärtner ihr dabei, um den Leichnam dann da ins Grab hineinzuschleppen. Oder hat sie gar nicht getraut, wirklich aufzuschauen zu Jesus, um ihn zu erkennen? Und ich finde das so spannend. Die Bibel berichtet da vom grössten Ereignis der Christenheit, wo am Schluss die ganze Weltgeschichte verändert und bewegt hat. Und es heißt einfach, er stand da. Und sie hat ihn nicht einmal erkannt. Ganz spannend, wie da berichtet wird. Nicht irgendwie von einem gewaltigen Ereignis, das gerade in dem Moment auf die ganze Welt ausgestrahlt hat, sondern von einer ganz nahen, persönlichen und intimen Begegnung. Auf der Beziehungsebene. Und das ist auch jetzt so. Bei dir, dort, wo du bist, Jesus begegnet da der Maria ganz nah und ganz persönlich. Und Jesus wird auch dir begegnen, dort, wo du jetzt bist. Vielleicht geht es dir gleich wie der Maria. Du fokussierst dich so auf deine Probleme, auf deine Krisen und was alles sollte sein und sollte werden. Oder vielleicht auch so, wie du dir Jesus vorstellst. Hey, der Jesus, der müsste jetzt doch tot im Grab liegen. Oder was auch immer. Und merkst gar nicht, dass Jesus eigentlich schon lange da steht und dir begegnen will. Mit dir will im Gespräch sein. Will eine persönliche Begegnung mit dir haben, in die Beziehung eintauchen. Und dann lesen wir weiter. Also die Maria steht da vor dieser Gruft. Sie heult und die Engel haben ihre irgendwie nichts bewegt und jetzt ist Jesus da und sie meint, es ist der Gärtner. Und Jesus stellt in dem Moment 2 Fragen. Und für mich sind das so die 2 Schlüsselfragen in dem ganzen Text inne. Die erste Frage, die Jesus stellt, ist: Was weinst du? Ja, auf der einen Seite ist das, glaube ich, schon einfach, Jesus interessiert sich, wie es ihr geht, was sie bewegt, was sie irgendwo getroffen hat. Aber es geht noch tiefer, die Frage. Es ist eine Aufforderung, mal zu überlegen, hey, wieso brüllst du überhaupt? Was ist der Grund für dein Brüllen? Es ist eine Aufforderung, mal einen Schritt zurückzutreten, aus dieser aktuellen Krise heraus, das mal zu betrachten und zu sagen, hey, ja, wieso eigentlich? Wieso, was ist eigentlich das Problem? Was ist überhaupt da vorgefallen? Und mit Jesus ins Gespräch kommen darüber, hey, ja, okay, was ist da los? Jesus, was meinst denn du dazu? Wieso überhaupt? Es ist auch ein Stück weit eine Aufforderung, die Krise loszulassen und zu sagen, hey, ich muss mich nicht die ganze Zeit um das herumherum kreisen und mich nur mit dem beschäftigen. Ich weiss nicht, ob du dich erinnerst, wo du gelernt hast, Autofahren, wenn es schon passiert ist. Etwas vom Ersten, was man über die gehört, von der Fahrlehrer ist, man sollte dort hinschauen, wo man hinfahren will. Also wenn irgendwie man um eine Kurve fährt, muss man nicht geradeaus in die Bäume schauen, die dort stehen, sondern in die Richtung der Kurve, dass man sie auch schön zielt und verwünscht. Und das ist das, was Jesus da sagt. Wieso brüllst du? Hör auf deine Krise, auf deine Probleme zu schauen. Und nachher später kommt die Einladung, schau auf mich. Schau um die Kurve rundherum. Ganz interessant. Sonst fahren wir am Schluss einfach noch im Baum rein. Und dann die zweite Frage, wo Jesus sagt, wen suchst du? Interessant, Jesus fragt nicht, was suchst du, weil in Wirklichkeit hat Maria nach einem Was gesucht, nach einem Gegenstand, nach einem Leichnam hat sie gesucht. Aber Jesus, seine Frage zielt noch jemand anders an. Aber ich glaube, uns geht es manchmal gleich wie der Maria. Wir suchen irgendetwas krampfhaft, vielleicht gerade im Zusammenhang mit unserem Leben, mit unseren Herausforderungen, wo wir drinstecken. Was suchst du? Was suchst du? Vielleicht den Jesus, der einfach kommt und schnell alles verändert oder rettet oder heilt oder neue Umstände schafft, eine Arbeit bringt. Oder suchst du wie die Maria einen Gegenstand, der dir hilft, deine rituellen und spirituellen Handlungen vollzuführen, einbalsamieren, trauern?
Was suchst du? Ein paar schöne Sprüche, vielleicht nur ein Wunder. Und Jesus zielt auf etwas ganz anderes hin. Und das bewegt mich zutiefst. Und ich glaube, das ist der Kern von dieser ganzen Auferstehungsgeschichte, die wir hier entdecken. Jesus sagt, wen suchst du? Jesus zielt auf eine Person. Und Jesus zielt auf eine Beziehung, auf eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Und ich möchte dich auch fragen, wen suchst du? Komm, kommen wir doch zusammen und sagen, Jesus, wir suchen dich. Wir suchen eine Begegnung mit dir. Wir wollen uns nicht auf unsere Bäume und unsere Probleme fokussieren, sondern Jesus, wir wollen auf dich schauen. Du bist ja auferstanden, du bist ja lebendig. Es gibt ja gar keinen Grund, dass ich mich ums dunkle Grab drehe. Sondern ich darf mich auf dich fokussieren, auf dich schauen. Du bist ja lebendig geworden. Jesus, zeig mir, was du meinst jetzt zu dieser Krise, in dem Inne. Zeig mir, was du vorhast für den nächsten Schritt. Zeig mir deinen Plan, zeig mir deine Perspektive. Und ich möchte dich ermutigen, dass du immer wieder sagst, hey, ich komme bewusst zu Jesus. Jesus hat eine andere Perspektive auf die Sachen. Und ich erlebe das immer wieder. Und sicher können viele, die jetzt da mit dabei sind in dem Livestream, auch sagen, ich erlebe das auch, wie Jesus plötzlich eine neue Perspektive schenkt. Weil Jesus ist grösser als alle unsere Probleme. Jesus ist mächtiger als jede Krise, die es gibt. Jesus sieht viel weiter, als wir das jemals könnten sehen mit unseren Augen. Und Jesus ist viel liebevoller, als das wir uns jemals vorstellen könnten. Und dann ist ganz spannend, wie es weitergeht. Lesen wir zusammen Vers 16. Könnt ihr auch mitlesen auf der Folie. Jesus spricht zu ihr, Maria. Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Jetzt hat sie ihn endlich erkannt und spricht ihn so ihrer Sprache im Hebräisch an, Rabuni, Lehrer. Aber interessant, was Jesus sagt. Jesus gibt nicht eine Erklärung ab oder etwas anderes, sondern er sagt ihren Namen. Maria. Vielleicht so das Vertraute in der Stimme von Jesus, wie er das schon vorher gesagt hat, merkt sie, oh, das kenne ich ja, Maria. Das muss ja Jesus selber sein. Und dann heißt, dass sie sich zu ihm hinwendet. Und wenn man das jetzt aus dem Altgriechischen würde noch ein bisschen genauer anschauen, das Treffo, das kann wirklich auch bedeuten, so hinstürzen. Ich stelle mir das vor, wie sie plötzlich merkt, das ist ja Jesus, nicht der Gärtner. Und sie stürzt zu Jesus an. Und will ihm vielleicht so, wie die anderen Frauen das gemacht haben, wenn wir weiterlesen, auf die Knie fallen und ihm um die Füße ihn festheben. So krass, was der Name auslöst. Jesus ruft sie mit dem Namen. Und das will ich dir auch jetzt zusprechen. Jesus ruft auch dich mit deinem Namen. Es gibt so verschiedene Bibelstellen, die das immer wieder zeigen, wie Gott uns bei unserem Namen ruft. Weil er uns persönlich begegnen will, nicht einfach als irgendein Individuum unter Millionen, sondern dir ganz persönlich, wer du bist und wie du bist. Im Jesaja 43 steht es so eindrücklich: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Merkst du, wie etwas ganz Persönliches passiert? Jesus begegnet in dem Moment der Maria persönlich. Und Jesus wird auch dir persönlich begegnen. Jesus ruft deinen Namen. Er ruft René, Jasmin, Jacqueline, Rolf oder wie auch immer du heisst. Du kannst deinen Namen einsetzen. Jesus ruft dich mit deinem Namen, weil er will in eine persönliche Beziehung zu dir hineinkommen. Und dann, Vers 17, lesen wir weiter miteinander. Jesus spricht zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Einige Übersetzungen schreiben da, soll einfach nicht berühren. Jesus war berührbar, auch mit seinem Auferstehungslieb. Er hat ja dem Thomas gesagt später, hey, komm lang mal in meine Wunden rein, um zu sehen, wer ich bin. Und er hat als Beweis gerade noch einen Fisch gegessen, ein bisschen später dann, dass die Leute sehen, er ist liebhaftig, aber mit dem Auferstehungslieb von ihr. Und ich glaube, es geht noch da mehr darum, wenn Jesus sagt, halte mich nicht fest. Ich glaube, es geht auch noch darum, dass quasi Jesus sagt, hey, jetzt denkst du, ich bin wieder da und es ist alles wie immer und es ist wieder traute
Jüngerschaftszeit oder was auch immer Maria vielleicht erhofft hat und Jesus sagt, hey, es wird anders kommen. Ich gehe zum Vater im Himmel. Es wird Veränderung geben. Halt mich nicht fest in dem Bild, das du von mir hast. Es wird deinen Rahmen sprengen, was jetzt alles kommt und jetzt alles passiert. Und das ist auch eine Ermutigung für mich, zu sagen, hey ja, Jesus ist grösser. Jesus sprengt auch meinen Rahmen. Ich will Jesus nicht festheben in dem Bild, das ich von Jesus habe. In dem Kästchen, wo ich ihn oft rein tue. Sondern ich will sagen, Jesus, spreng du auch mein Bild. Ich will dich nicht festheben. Du bist mehr und du bist grösser. Und du hast mehr Kraft, als ich mir das jemals könnte vorstellen überhaupt. Deine Dimension ist eine ganz andere Dimension. Eine göttliche Dimension. Ich meine, Jesus, er ist der ewige Gott. Jesus ist jetzt im Himmel und gleichzeitig gegenwärtig da in dieser Welt bei uns. Jesus ist der Retter der ganzen Welt und Jesus ist der am Kreuz den Tod besiegt hat. Jesus ist der König über alles. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Jesus nicht versuchen festzuheben in unseren Gedanken und Vorstellungen, wo er ist. Sondern offen sind und sagen, ja Jesus, danke, dass du mir begegnen willst und jetzt gestalt du die Beziehung. Führ du mich zum nächsten Schritt. Und das macht er auch mit der Maria. Er tut sie jetzt nicht einfach häscheln und bäscheln und trösten und mit den Tüchli die Tränchen abputzen oder so, sondern er gibt ihr in dem eine neue Perspektive. Lassen wir weiter, Vers 17. Da heißt es, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Wow, Jesus schickt sie, dass sie hingeht. Jesus gibt ihr einen neuen Auftrag, quasi einen neuen Sinn. Geh hin, geh ihnen erzählen, wird Zeugin. Du ihnen sagen, hey, Jesus ist wirklich auferstanden, bring ihnen die frohe Nachricht. Das ist so ermutigend. Jesus gibt eine ganz neue Sicht, Jesus gibt einen ganz neuen Weg. Und es ist noch spannend. Die Umstände, die haben sich nicht geändert. Ein paar Minuten in dem Leben von der Maria haben aber alles auf den Kopf gestellt. Ich meine, sie steht immer noch vor dem leeren Grab. Der Stein ist immer noch weggerugelt, die Tücher liegen noch dort. Aber ein paar Minuten vorher hat sie das angestarrt und hat nicht gewusst, wohin sie gehen soll und was sie machen soll. Aber jetzt ist Jesus in das hineingekommen und hat ihr neue Perspektiven aufgezeigt. Und plötzlich ist alles das andere klein und nebensächlich. Und das, was zählt, ist die Beziehung zu Jesus und der Auftrag, den er hat für sie. Und Maria ist schon vorher Jesus nachgefolgt und auch jetzt macht sie es genau gleich. Wir lesen, wenn es weitergeht, Vers 18, Maria Magdala kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hat. Also die Maria, die lässt ihren Rahmen sprengen. Sie ist dem Jesus begegnet, was sie mit Namen gerufen hat, dem auferstandenen Jesus. Und sie merkt, hey, es wird Veränderung geben. Ich heb ihn nicht fest, einfach so, wie es sein sollte. Aber dort, wo er mich hinschickt, dort gehe ich. Sie ist gegangen und hat es den Jüngern erzählt. Sie war die erste Zeugin, die das Jesus gesehen hat und die freudige Nachricht hat weitergeben konnte. Jesus hat sie gesendet, hat ihr einen Auftrag, einen Sinn, ein Ziel, eine neue Bestimmung gegeben. Neue Hoffnung ist aufgekommen. Und die ist ja weitergegangen, wo Jesus dann in den Himmel gegangen ist und nicht mehr leibhaftig dort war. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, das Ja zu haben zu dem Jesus? Sagen, ja Jesus, begegne mir. Ich will nicht auf einer sachlichen Ebene nach dir suchen. Was suchst du? Sondern auf der persönlichen Ebene. Wen suchst du? Ich will erleben, wie du mich beim Namen rufst. Und ich will immer ganz bewusst wieder neu zu dir kommen, Jesus, und sagen, hey, Jesus, spreng meinen Rahmen. Send mich, wohin willst du mich senden? Jesus, was meinst du zu all meinen Problemen? Sind vielleicht gar nicht so schlimm? Hast du vielleicht eine ganz andere Perspektive? Willst du mich vielleicht an einem ganz anderen Ort sehen? Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir mitnehmen können, in allem inne und mit allem, dass wir in dieser näheren Verbindung sind zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, ich brauche dich. Ich brauche Beziehung zu dir. Das ist das, was ich will. Und das ist auch das, was Jesus will. Jesus ist nicht zu der Maria gekommen und hat ihr eine Theorie oder eine Lehre gegeben oder irgendetwas, sondern eine persönliche Beziehung. Wen suchst du? Maria. Maria. Wo stehst du? Was sind deine Herausforderungen? Ich will dich einladen, dem auferstandenen Jesus Raum zu geben. Auf seine Stimme zu hören, wie er deinen Namen ruft.
und offen sein für die Perspektive, die er eingibt. Ich möchte dich einladen, in eine lebendige Beziehung mit Jesus. Wenn du noch nie eine Beziehung mit Jesus angefangen hast, dann kannst du das in einem Gebet Jesus sagen: Jesus, ich will neu umkehren und mich auf dich fokussieren. Nicht auf meine irdischen Sachen, nicht auf die Probleme, nicht auf die Krisen, sondern auf dich als auferstandenen Jesus. Ich bitte dich um Vergebung von meinen Schulden, von meinen Sünden, vom Schlechten, vom Bösen. Vergib mir und mach mich zu deinem Kind. Und in dem Moment darfst du ein Nachfolger von Jesus werden, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, immer wieder bewusst zu Jesus zurückzukommen. Schau, es gibt so viele Sachen, wo wir uns jetzt auch in dieser Krise darauf fokussieren. Irgendwelche YouTube-Filme. Sachen, die Leute sagen und schreiben oder überhaupt die ganze Krise. Aber ich möchte dich sagen, schau nicht auf das, sondern schau auf Jesus. Orientiere dich an ihm und lad ihn ein, dass er mit dir ist. Und vielleicht einen ganz neuen Fokus auf etwas legt. Dich vielleicht irgendwo hinsendet, wo du nicht gedacht hättest. Ich glaube, Maria hat nicht damit gerechnet, dass sie als erstes zu den Jüngern gesendet wird und dass sie Augenzeugin sein darf. Aber sie ist hingegangen und sie ist offen und bereit dazu gewesen. Lass uns miteinander beten. Jesus, danke, bist du verstanden und willst du uns begegnen, ganz persönlich. Danke, Jesus, rufst du mich mit meinem Namen. Und bin ich nicht für dich einfach einer unter vielen, sondern sprichst du mich ganz persönlich an. Sprichst du jeden von uns ganz persönlich an. Mit dem Namen. Und Jesus, wir wollen dich einladen. Spreng du den Rahmen, den wir oft setzen. Spreng du unsere Perspektive, die wir oft auf unseren Problemen und auf unseren Schwierigkeiten haben. Auf unseren Krisen. Und Jesus, wir wollen dir das bewusst anlegen. Nehmen wir uns einfach eine halbe Minute Zeit, leg Jesus in deinen Wort das an, deine Probleme, deine Krisen, deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten. Leg Jesus in deinen Wort an und bitte ihn, dass er reinkommt mit seiner Perspektive und mit seiner Beziehung. Einfach eine halbe Minute jetzt für dich. Ja, Jesus, all die Sachen legen wir dir an. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du grösser bist. Jesus, du bist mächtiger. Jesus, du bist lebendig und heute wirksam. Mit der gleichen Auferstehungskraft bist du jetzt bei uns am Werk. Und danke, Jesus, dass wir den Fokus auf dich haben dürfen und du mit uns bist. Und wir wollen dich bitten, mach unser Herz offen für deine Perspektive und für deine Sendung, die du uns hinschickst. Wir wollen deine Zeugen sein, wir wollen auch deine Boten sein. Und Jesus, wir wollen die persönliche Beziehung mit dir jeden Tag wieder neu leben. Amen.